Wir machen Übungen für am Sitzen, für eine Hemiplegie rechts. Der Anfang ist ganz wichtig, da der mal eine gute Position hat am Sitzen. Die sitzt am Bauch vom Stuhl, guckt, dass direkt riecht das, Face gleichmäßig am Boden, Becken gleichmäßig am Stuhl. Nicht aufknicken, nicht nur viel fallen und nicht am übermäßigen Hohlkreuz. Dann fangen wir hier noch an, direkt rund zu machen, dabei auszuatmen. Warum riecht man an? Andere Ecke ausatmen. Andere Ecke riecht an. Die letzte Ecke ausatmen. Andere Ecke riecht an. Das ist super gut für eine Lendenwirbelsäule zu bewegen und auch für Zwerchfell zu lesen. Dono machen wir ein bisschen chillere dabei. Plegische Seite bewegt das so wie es geht, nicht forcieren. Versucht das runterzuziehen und nur Handen fallen zu lassen. So wie es geht. Dabei regelmäßig einfach normal weitergehen. Wenn das gut geht, versucht das ein bisschen mehr schwer, nur 4, von Handen nur 4. So wie der es hier kriegt. Und immer schön, wenn er bis hochgezogen wird, schönere fallen müssen. Das entspannt. Und automatisch gehen schönere warm. Nur versucht man eng schneller hochzuziehen, fast an entspannen. Die andere Seite, so wie es geht, nicht so viel, nur 4, einfach just drauf, aber entspannen. Dann geht die Längsseite hochziehen, und entspannen, und die Rechtseite, so wie es geht, und entspannen. Nur die man schneller warm gemacht haben, machen wir ein bisschen, schaffen wir ein bisschen am Genick. Am Anfang gehen wir ganz los rauf, versucht dann abzuhalten und auf den Punkt zu gucken an den Boden. Und dann gehen wir ganz los rauf. Auch hier nicht forcieren, so wie es geht, und immer mit den Armen einen Punkt fixieren. Und dann ein bisschen rauf, weil die Arme helfen für das Gleichgewicht. Ein bisschen rauf, normal weiteratmen, und dann ein bisschen rauf. So weit wie es geht. Auch immer mit. Wenn das gut geht, dann drehen wir den Kopf von Seite zu Seite. Ein bisschen nach links, noch rein, dann ablassen. An den Punkt fixieren. Du löst ihn durch mit und nur jetzt so weit wie es geht, ohne zu forcieren. An den Punkt gucken. Andere Ecke nach links, ganz los. Den Atem nicht anhalten, nochmal weiteratmen. Andere Ecke nur jetzt. Los. Ganz wichtig, dass das nicht zu sehr macht, weil er merkt, wie nie da unter am Ende gekommen sind. Aber mal mit. Dann machen wir einfach ein bisschen für den Tronc, für den Rumpf noch ein bisschen zu mobilisieren. Dann gehen wir einfach ganz los beim Stuhl wehen. Ganz wichtig ist, erstmalig riecht, dann ausatmen und so weit wie es geht auf die Seite. Nicht nur 4 fallen, das war ja die Anfangsübung, wirklich zur Seite rauf. Da könnt ihr euch auch unhalten am Stuhl, dass er nicht zu weit rauf geht. Andere rauf. Geatmet, mal schön riecht und dann wieder auf die andere Seite. So weit wie das packt, ohne dass es weh geht. Immer unter der Schmerzgrenze Übungen. Arm riecht dann gut wie geht flach auf die Oberschenkel lehnen, Arm mit der linken Hand hoch im Stuhl. So weit wie das packt. Gut aufpassen, dass die Duschschulter nicht zu viel fällt, schön abmachen. Arm mit. Los auch, nicht zu sehr Übungen machen. An die andere Seite rauf, frei auch, dass die Längsschulter schön vorne bleibt. Also nicht ansacken, schön oben ihre Brustkorb abmachen. Normal weiteratmen, Arm mit. 2 Hände zusammen. Dann muss meist nur 4 hochfallen, an dem man die Schultern so ein bisschen rund machen. So weit wie es geht. Wenn es auf der pflegischen Seite mich steif ist, geht nicht mit der guten Seite weiter, weil sonst sieht er ja krumm. Nicht so etwas. Ne? Also so weit, dass es gleichmäßig ist mit deren 2 Händen. Ausatmen, das spürt er gut.
Hannen an de Schëllerlieder, dat dehnt die dann ein bisschen. Ne? Also immer schön mit den zwei Händen gleichmäßig bei den Schienenbeinen hochrutschen, dann ausatmen, den Kopf fallen lassen. Machen zurück und mit. Hand flach auf den Oberschenkel, so wie es geht. Du könntest auch einmal mit der Hand nur helfen, ne? Wenn die Hand in einer Übung sich ein bisschen zu viel verkrampft. Laufen sich mal ein bisschen ihr Schultergelenk zu lesen. Dann holt er pflegig Hand an den Grab und die geht so heiß wie es geht, ohne dass das Schulterblatt matt kommt. Also wirklich just das Schultergelenk. Also geht er nur 4 und ein bisschen hoch. So heiß wie es geht. Und geht immer nicht mehr so heiß, wie er schlecht sein geht. So. Mit der guten Seite könnt ihr eine Uhr bestrecken, für sich ruhig zu bleiben. Wie wenn er mit den zwei Händen geht, immer nicht mehr so heiß, wie ihre pfleglichen Arme geht. Anruf, auch du nochmal weiter oben. Auch noch ganz wichtig, los zueinander, der merkt, wie nicht genug ist. Und dann versuchen wir auch, ihren Rumpf zu drehen. Die geht nur 4. So heiß gut agreeabel ist, und dann drehen wir. Dann kann nur links, schön ausatmen, bis an Bett. Und nur jetzt ausatmen, bis an Bett. Und am Tempo fliegen. Also ein bisschen sehr. Und zum Schluss für den Membre superior Mama nachher hin. Versucht zu fallen. Wenn nicht, könnt ihr auch helfen. Das fangen also nie kriegt. Und du drehst da ganz los von drüben. Dann könnt die eine Seite an die andere Seite. Du werdet merken, du geht eine Seite immer besser wie die andere. Das ist ganz normal. Auch bei mir. Aber wenn das geht, versuchen wir die Hand also nicht zu holen. Flach ob er Bein zu nehmen. Nun kommen wir an den Membre 1, also Bein. Wir fangen an, einfach eben um anderen zu heben. Regelmäßig links, auch jetzt, die geht man mit dem Arm am Anfang, geht einfach mal in der Bewegung matt. Wenn das super geht, könnt ihr auch ein bisschen drücken. Also einfach ein bisschen drücken geht Bein, für Bein ein bisschen mehr muss schaffen. Die zweite Übung ist einfach Bein strecken. Also strecken, versucht 10 Richtung Plafond zu heben. Los rum auf. Wartet mit den 2 Beinen. Die können so oft machen, wie bei euch passt. So ist alle Menschen verschieden. Ihr müsst schon ein bisschen ehrlich sein. Hinein hier. Wichtig ist auch eine Position, bleibt immer richtig sitzen, versucht nicht zu viel aufzuholen und auch nicht an eine komische Situation, da aufknickst an der Hüfte. Also immer schön am Anfang auch eine Position beobachten. Nun machen wir mit der Face, ein auf 10 Spitzen. Und dann können das Bein ein bisschen nach 4 rutschen, dann versucht er mal 7 zu heben. Dann zieht er sich noch ein bisschen nach hinten und dann versucht er Talliken zu heben. Auch ein bisschen nach 4 rutschen und 7 heben. Wenn das gut geht, bleibt er an der Position an der Mitte und dann versucht er hin und her. Sonst könnt ihr helfen. Lo üben wir noch die seitliche Bewegung mit der Face, wie den Charlie Chaplin oder Happy Feet von den Pinguinen, hin und her. 7 nur bausen, dann Talliken nur bausen, Talliken nur bannen, dann 7 nur bannen. Wenn das super geht, versuchen wir mit dem pflegischen Bein so weit wie es geht, mit 7 und Tallik nur bausen sich zu bewegen. Und dann auch nur bannen. Vergiss nicht dabei zu atmen und direkt richtig zu haben. Wenn das gut geht, könnt ihr das Bein auch einfach hier an der Bausen stellen und nur bannen. Weil sich die Schultern zu entspannen und richtig sitzen zu bleiben. Und dann kann nur Bausen und dann kann nur bannen. Könnt ihr natürlich auch mal gute Bein machen. Bausen und nur bannen. Also mir habe just immer pure Übungen reingewiesen, die können nicht so oft machen, dann merkt ihr, dass das für euch passt. Viel Spaß!